Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Es gibt ein Thema, das ich bis jetzt noch nicht abgeholt habe, einfach aus dem Grund heraus, weil ich nicht wusste, wie ich sollte mit dem anfangen. In der Zwischenzeit sind verschiedene Fragen abgekommen, es sind Situationen gewesen. Ich meine nicht mal, das halten dann auch an zwei Etappen, für das es mehr verständlich wird, aber in Richtung ich damit will gehen, beziehungsweise was es auch zu beobachten gibt, was so verschiedene nennen wir mal Glaubenssätze betrifft, die an unserem Leben heute ziemlich unterwegs sind. Für das ein bisschen Ähnliches abzugreifen, wie ich eben am Anfang wollte, gehe ich auf das Thema an, wo ich darüber gesprochen habe, was Gutmenschen sind, Bösemenschen etc. etc. Und ich will da einen von den Themen herausfinden, beziehungsweise einen von den Werten, die besonders in der spirituellen Welt extrem hoch gehalten wird, nämlich den von der Bescheidenheit. Mich hat das Wort sich immer irgendwo gesteuert. Ich weiß am Anfang nicht viel wert, bis ich das Sachen mal hergegangen sind. Besonders das Wort, das Französisch Wort, die französische Version von der Humilité. Darüber werde ich auch noch auch für wirklich zu weisen, dass die Sachen nicht so funktioniert. Wo ich nach mir jung war, ich noch angefangen, mich mit Spiritualität auf einem anderen Level zu befassen, war immer so ein von den Punkten, dass die Wert, den am höchsten sollte gehalten gehen, das war Bescheidenheit. Also, wenn du etwas kannst, dann darfst du nicht darüber zu schwatzen, nee, das musst du für dich halten. Und wem immer begegnet, war immer ein bisschen so die Idee, von welcher wenn wir einem anderen begegnen, da muss man mal davon ausgehen, dass man von dem zu lehren haben, eher den etwas von uns zu lehren wird. Und das sind eben mit seinen Fähigkeiten und seinen Kenntnissen bescheiden soll sein. Das geht dann auch so weit, dass man natürlich den Punkt hat, dass alles, was so Sachen waren, wie Fähigkeiten, wie ein Aura zu sehen oder auch mit einem Tarot zu gehen, dass es dann immer gehecht wird, dass das eine Gabe, also die als Gott gegeben, und dafür darf man zum Beispiel muss man das für den Dienst für die anderen Leute ansetzen, also man darf in bestimmten Fall keine Suchen dafür frohen etc. etc. Aber das ist also nicht der Punkt, den ich will schwatzen. Und während ich des Öfteren auf ganz viele Gebiete, was die ganzen Dinge betrifft, ganze paar kleine redische Gebacken habe ich mir aber mal die Frage gestellt, ob ich dann wirklich bescheide wie oder nicht. Den Punkt, der mich eigentlich am meisten dabei erschreckt hat, das, wenn ich irgendwann gesagt habe, irgendwie natürlich mit der Zeit, habe ich da festgestellt, zum Beispiel, was meine Kurzgeschichte betrifft, dass so viele Leute auch gesagt haben, wow, ich mache Buchreiser, die sich wirklich gut, die sich qualitativ aus der Wirtschaft der Hand hat. Das stimmt auch irgendwie auch dazu, dass ich gemerkt habe, dass auch andere Leute das so gesehen, dass das nicht einfach nur meine Meinung war, dass ich gut schreiben. Also habe ich angefangen, verschiedene Sachen auch dazu zu stehen, am Sinne von, ich kann Tarot verdammt gut lesen, ich kann gut Geschichten schreiben, ich gesehen Aura etc. etc. Muss das schon nicht um die große Glocke hängen, mehr dass man auf der anderen Seite ganz viele Gruppen zum Vorwurf gemacht gehen, was das Stummerte für eine Arroganz von den Tag legen. Und nun muss das eigentlich klar gehen, dass für ganz viele Leute zwischen der Idee von Bescheidenheit sind an wirklich ganz kleinbreidischer Werke, dann auf der anderen Seite Arroganz sind, dass für ganz viele Leute nicht dazwischen gibt. Auch zum Beispiel, wenn ich Leute die bei mir an der Coaching kommen, als für mich immer die zwei Punkte, die sich vorhalten. Den ersten ist, dass ein neuer Klient, ich weiß noch nicht, wie die funktioniert, ich weiß noch nicht, wie den tickt, ich kann noch nicht behaupten, dass ich für den die absolute Lesung haben, beziehungsweise mit denen zusammen die absolute Lesung erschaffen kann und das hat erfolgreich wird. Mehr auf der anderen Seite an der anderen Hand, aber auch am Grab für zu sagen, ich weiß aber, dass es schon so viele Leute geholfen haben, zwar aus extremen Situationen rauszuklammern, an die zwei Sachen haben sich für mich wo. Ich fand es und sich extrem spannend, wie viele Leute hier gehen und aus dem Thema und aus ganz vielen so Themen eine Dichotomie zu machen. Dichotomie heißt, wenn es nicht das eine passt, dann passt das andere. Oder wenn es nicht das eine ist, dann ist es das andere. Also wenn es nicht gut ist, dann muss es grundlegend schlecht sein.
wann du nicht bescheiden bist, dann musst du arrogant sein. Dass du Sachen dazwischen gehen, für mich als Mittelmoos zwischen Bescheidenheit und Arroganz, also für mich 100%ig Authentizität, also es in eine Geradlinigkeit, an Sachen auch realistisch zu gucken. Mehr an unserer allgemeinen Gesellschaft doch gibt es das irgendwo nicht. Das sind irgendwo sieht, ich gucke die Sache wirklich aus der Mitte raus realistisch, soweit das machbar ist. Nee, das geht einem immer in irgendeine Richtung gehalten. Ich hatte den Fall, was meine Arbeit betrifft, wo ich gesagt habe, wir müssen davon herausgehen, dass man nicht mehr die Kompetenzen hier am Büro kriegen, die man vorher hatten, weil das die Leute, die sich richtig gut angeschafft haben und die auch lange dabei waren, teilweise, und die auch noch den typischen Arbeitswillen hatten, den sie auch von anderen Plätzen abgeholt haben. Da habe ich gesagt, ja, du bist empathisch, du sagst immer alles negativ. Nee, das war realistisch an. Mein realistischer Blickwinkel hat mir auch bis dato recht gegeben, noch an der dritten Situation. Das heißt, der Punkt, der für mich extrem wichtig ist, das war Leute, und das machen auch verschiedene Leute mehr gegenüber, die mich Sachen freuen, die von mir Sachen beigebracht kriegen, denen ich Sachen mit auf den Weg gehen, ob nur am Coaching oder außerhalb vom Coaching, kommt ganz oft so den Punkt ab, von wegen, dass sie sich selber extrem klein machen. Da können wir für dich an nächster Stelle für mich, ja, wenn die DW mal so weit haben, noch schon wie ich los sind, dann kann ich wahrscheinlich von ihnen lernen, weil sie fangen viel mehr frei an, wie ich teilweise angefangen habe. Inwiefern muss ich sich da klein machen? Wenn ihr seht, ja, nee, Bescheidenheit, das ist nicht das. Etymologisch gesehen sind die wieder genau das. An dem Wort Bescheidenheit als scheiden dran, also trennen. Das heißt, das ist schon bannen dran getrennt, das ist zerrassbannen dran. Also, das ist nicht mehr eigenständig, das ist nicht mehr an seiner Authentizität, weil ihn hin und her schwenkt zwischen, also tut er just meine Meinung an die als arrogant, an ja, dem anderen gegenüber, ich muss mich mit dem anderen vergleichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass du an echter Stelle sich kein engem anderen gegenüber vergleichen soll. Man kann immer gucken, sind ich heute nach immer da, wo ich 14 Jahre war. Wenn ein Dosis nicht gerne tut, ja, dann ist in der Zeit für Kleinbretischer zu backen. Mir wie gesagt, für mich ist das eben den Unterschied. Wenn ich auf der anderen Seite Leute gesehen, die just weil sie zwar die so spirituell unterwegs sind, meinen, dass das Universum hinten den roten Teppich muss auslehnen, dann sind wir bei der Arroganz, wie du dazwischen als Spielraum. Wo mir am besten auffällt, das ist, wenn ein Leute hat, die mit anderen Wesen schaffen. So, ich gehe dazu auch noch auf das Französische Wort an, was das mit Humilité auf sich hat. Das Wort Humilité kommt vom Wort humilier quelqu'un. Also einen Ruf machen. Also wenn ihr seht, dass ihr sich selber gegenüber an der Humilité, das heißt, ich mache mich selber einen Ruf. Ich mache mich keiner Gottheit gegenüber einen Ruf. Und da wird ihnen die nennen vielleicht ein bisschen Luft schnappen, also ja, an der Düssel und Arroganz sind sonst, nee. Wie soll ich mich klein machen? Göttlich Wesen, die haben sowieso so viel mehr Kompetenzen, so viel mehr Wissen, so viel mehr Weisheit, so viel mehr Power, da muss ich mich nicht nach wie klein machen. Da also der Fakt, dass ich nicht so groß bin wie sie. Punkt. Und das ist der Unterschied. Und das ist nicht Humilité. Weil das gibt schon, ah ja, nee, oh, merkt, da muss ich dem einfach gerecht gehen, wie soll ich kleine Menschen erzählen? Und das ist es nicht. Das heißt, mit seinen ganzen Fähigkeiten dem anderen entgegenzutreten und das so können zu sagen. Den Haken nämlich in der Geschichte, als wenn wir auf das Spiel von der Bescheidenheit angehen, weil nur Leute mehr wollen erklären, dass das absolut nicht mehr das ist, von wegen sich da realistisch anzupendeln par rapport zu anderen Leuten. Das ist nicht, nee, absolut nicht. Wenn ihr die Leute gesagt, die mit dem Wort rundherum laufen, das stellt ihr nicht ganz sehr fest, weil komischerweise, wenn ihr ganz oft bei Leuten darüber erzählen, wie sie sind, auch wie sie sind, da könnt auch den Dingen, dass sie bescheiden sind. Und ich vergesse nie, ich hatte eine Frau heute, das war ein Klient von mir, den ich auch mehr über die Karten an der Coaching geholt, und die Frau wollte dann dem beweisen, dass es just ein Charlatan wäre, und das wäre eine absolute Mumpitz, und obwohl ich erklärt habe,
dass ich de Coachen an se net für Zukunftsgeschichte gebrauchen, wo sie sich einfach drunter verbasst an Schluss se aber an engem Ton. Ich war ehrlich gesagt bei umgefallen wo lächen parce que moi je suis humble. Und dann hat da wirklich gemerkt von wie gute Problem ist von mengt mystisch zu auf Scheller klappen, weil es so bescheiden hast. Ja, da gibt es mehr recht an meiner Idee, dass dem Moment wo sie schießt seht, es sind bescheiden, weil die anderen sind nicht der Tisch, dass sie sich bannen dran an singen Innerbewusstsein riesengroße Komplex abgesagt wird, den dann auf einer projiziert, aber da probiert geht anderer dann wie soll so zu konkurrieren an zu beweisen, dass sie mehr bescheiden als wie den anderen. Was hat er mit dem Thema zu dem, was ich will abgreifen? Das Thema würde ich will abgreifen an dem nächsten Podcast als das Thema Dualität oder auch von der Polarität zu schwatzen. Und zwar, wenn ihr guckt, wie verschiedene Kulturen das Thema Dualität gesehen, da seht ihr ein bisschen die Nuance an dem Ganzen. Wenn ich aber gucke, wie Eisgesellschaft an Eis New Age Esoterik Dualität guckt, dann ist es die Dichotomie. Wenn es nicht das ist, ist es nicht das. Dann ist es das unbedingt. Das heißt, wenn es nicht schwarz ist, dann muss es weiß sein. Wenn es nicht weiß ist, dann muss es schwarz sein. Aber wenn es nicht gut ist, dann muss es weiß sein. Und dass es all die Nuancen dazwischen gehen, das geht ganz vielen abgegriffen an die Interessieren oder ganz klein. Weil das viel mehr einfach an so einem kleinen Kopf 2 Tiere zu holen, wo man hingehen, also ja, an den bescheidenen Dinge passt nicht, also den arroganten Darschlag. So, zack, fertig. Und ich will Leute mal weisen, oder ich will mal darüber abgehen, wie viele Facetten an dem Ganzen gehen. Die sind, wie soll es so, die sind nicht anzugrenzen, in keinster Weise, aber auch daran zu weisen, inwiefern sie das Thema Dualität falsch verstehen. Und auch darum, ein ganzer Code versteht nicht falsch, weil sie bewusst sich dafür entscheiden, entschuldigt für den Ausdruck, so borniert zu sehen, mehr weil sie die ganzen Zeiten so durchgelöst kriegt. Ein anderer Punkt, den es davon gibt, den finde ich ganz oft dran, weil wenn ich in so einer Art von Dualität festhält, dann gehört man an die Sache von wegen, ja, ich kann dann nicht das ein oder das andere tun, das heißt, ich muss das ein mit dem ganzen Bordell holen, aber vergessen, dass es nach auswirkt aus einem Dilemma. Mit darüber werde ich dann noch mehr weit an dem Dingen abgehen, an dem Thema von der Dualität, viel zu erklären, dass es eben nicht so einfach ist, wie verschiedene Leute sich das machen, wenn es besonders Jugement geht. Wir sollen nie vergessen, dass Jugement, das Wort Jugement am Deutschen und am Lützeburgischen als Urteil, also aus einem Delen dran, aus einem Trennen dran, und damit wird man nie dazu kommen, die Ganzheit davon zu begreifen. Das heißt, es gibt eine ganze Kopf der Sache. Von der Personen hat die Verlangen von erst, die Verlangen von erst, die Verlangen von erst. Und irgendwie nicht so, hey, ich kann nicht mehr. Und sie denken, sie müssen erst dann so ein, was ist der egoistisch? Info. Egoismus als wertneutral, das geht auch immer von den Leuten negativ bewährt. Wie hat denn, Ambrose Bierce gesagt, ein Egoist, dass den sich sich kümmert, anstatt mich. Und genau das ist ein bisschen Problematik bei dem Ganzen. Das ist wie zu sagen, es gibt eine Mischung dazwischen. Ich darf mich um mich selber kümmern, für das es mir gut geht. Das ist nicht, dass ich gerne alle Guten über Bord muss geheim. Genauso gut wie den umgekehrten Weg, wenn ich mich um Leute kümmere, dann kann es nicht sein, dass ich mich außer Acht lasse. Und das ist so eine von den Dichotomies-Geschichten. Das heißt, die Leute die sind der Meinung, dass du die ganze Zeit für sie musst da sein. An den Tag, wo du nicht bist, da bist du schuld und du bist falsch, weil sie just 2 Tiere haben. Und an den 2 Tieren hast, wenn du dich nicht um mich kümmerst, da bist du ein schlechter Egoist, also in dem Sinn von wegen, und da bist du kein guter Mensch, und da bist du nicht altruistisch, und dann bist du, also nicht mehr Altruismus ist gut, und dann das nicht gut. Wir sehen doch heute, dass glücklicherweise schon an ganz viele Richtungen ein bisschen aus dem Ganzen heraus. Mehr wie gesagt, just für zu erklären, wie viel wir uns so schwarz-weißen Dinge festhalten, ohne als über Großteil der Taschen, genauso gut wie über die ganze Farbenpanoplie, eigentlich die Mathe wollen auseinanderzusetzen.
an anderen Richtungen machen wir das in unserer Gesellschaft, aber uns sich banal gesehen, ob Sachen, wo es wirklich wichtig ist, da kriegen wir nicht so richtig gewagt, besonders am spirituellen, am esoterischen Bereich, beziehungsweise Pseudospiritualität, Pseudoesoterik, weil ich meine, die anderen mir schon, dass da etwas schief läuft. In dem Sinne, sonst auf dieser Platz, mal vielmals merci für die Nullausstrahlung. Ich werde den nächsten Podcast an Ugriff holen, für eben auf das Thema Dualität anzugehen. Wieder versteht ihr ein bisschen, was das auch schon mal Mensch möchte, wo der Mensch sich zwischen Sachen verfängt, so nicht mal, an dass die Sache einen ganz, ganz anderen Rhythmus und eine ganz, ganz andere Bewegung auch hat, wie das, was Leute wollen machen, wo einfach auf 2 Punkte will stagnieren. Wie immer, eine schöne Mittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht.